Ja, grüezi miteinander, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in einer Spezialfolge, ne eigentlich nicht. Ich wollte mal ganz kurz gucken, wie der Leute es da vorne macht. Und mich überhaupt entdeckt, ob er stark genug ist, aber wisst ihr was, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich mache das auf die Schnelle, immer helle. Liebe Grüße aus Breath of the Wild. So schnell kann es gehen. So, Freunde, wie angekündigt habe ich offscreen ein bisschen gefarmt, ne, Materialien und so, die wir alle brauchen für Upgrades hier von der Rüstung. Sprich hier. Stimmt schon hier. Dem Set hier. Helding also alter Zeit, habe ich alles zusammen. Und dann natürlich auch für die Batterieleisten noch. Und natürlich wollen wir zu Koga gehen, ne, ist heute geplant. Sprich die Episoden abzuschließen. Und ich habe mich auch noch ein bisschen informiert, noch wegen offenen Sidequests und so. Und das hier wäre eine, die wir als nächstes ransteuern könnten. Ich weiß, ich hatte die Markierung ja schon mal. Und dachte eigentlich, wäre für eine andere Sidequest gewesen, habe sie wieder gelöscht gehabt. Aber ja, soweit dazu. Gut, dann gehen wir mal kurz fixen auf Fee. OW. Dann müssen wir im Untergrund eben wegen den Upgrades noch für die Sona-Energieleiste. Ich hoffe, ich habe genug. Also, sagen wir mal so, ne, großes Sonanium habe ich genug gefarmt eigentlich, nur, naja, man weiß ja nie so genau, ne, weil ausgerechnet habe ich es tatsächlich nicht, ob es reichen würde. Deswegen Pi mal Daumen und so, ne. Aber kommt schon gut. So, und dann natürlich die Frage, ob ich mit dem Rüstungsset auch direkt zur Koga gehe, aber ich glaube eher weniger, ne? Also müssen wir erstmal noch den Eingang finden dann bei Koga. Beziehungsweise, ja, vermutlich seht es nachher auf der Map, weil ich habe es manchmal schon eingezeichnet, wenn ich ehrlich bin. Was mache ich denn jetzt? Wollte ich direkt zur Markierung gehen? Nein, natürlich nicht erstmal. Erst zur großen Fee, so. Ja, und dann nächsten Folgen eben werden dann noch Abschlüsse geplant, ne, von den restlichen Sidequests. Und dann machen wir den Switch zur Switch 2 Version. Ja, ein kleines Wortspiel. Hat auch den Grund, weil ich würde dann gerne dann auch in 4K aufnehmen und so, das mal testen. Und weil ich jetzt das Spiel jetzt wirklich mal zu Ende bringen will, dachte ich, mache es erstmal im Finale, weil bis dann aber genug Folgen auf Vorrat. Ne? Wir haben sowieso gestartet, das Ganze auch noch auf Full HD und so, und deswegen glaube ich, ist das kein Problem, ne? Wenn ich es auch, zumindest das meiste davon auf Full HD auch abschließe. Im Verfall zu befinden, naja. Also, für die nächste Stufe brauchen wir das silberne Moplinhorn, Gigama-Herz und Großsonanium. Und ja, ihr seht, ich habe 100 Stück davon. Gigama-Herzen, nicht zu viele gefarmt tatsächlich. Silberner Moplinhorn hatten wir noch, so viel wie ich jetzt schon habe. Also insofern, aber gar nichts gemacht, glaube ich sogar. Stufe 2. So. Auf der dritten Stufe brauche ich silberner Exelfosshorn. Ja, da haben wir auch schon noch ein paar. Moldora-Herz muss noch ein paar farmen. Und auch hier wieder große Sonanium, 15 Stücke. Link, Mund öffnen. Obwohl, andererseits, vielleicht wusste er es und hat es deswegen geschlossen gelassen. Ah, es ist vollbracht. Verstärken bitte. So, beim letzten hier brauchen wir silberner Leune-Säbelhorn, silberner Leune-Massivhorn und Griok-Herzen. Jeweils 9 Stück. Das ist eine Menge. Das Glück. Noch ein bisschen was geholt. Und schließe auf deine Augen. Stimmt ja, dazu ist die gibt mir eine Ohrfeige oder so. Was passiert ist, bleibt für immer links Geheimnis. So, also ich kann den nicht mehr verstärken, das ist bereits auf dem Maximum. Die restlichen Dinger, nee, tatsächlich nicht, ne? Aber auch schon gesagt, kann man natürlich machen, zum Beispiel hier mit den Krötendingen, aber auch Klammerechsen. Ja, und die Farmen gehen ist halt auch mühselig, ne? Und ja, komm. Wer will, kann natürlich gerne machen. Das Ding wird, glaube ich, sogar einfacher gehen, ne? Irgendwie so Schwergras-Dinger, Barbarenset sowieso, und Leunel-Säbelhorn.
Und weil Massivhorn, also ich glaube, das Barbaren-Set können wir relativ easy upgraden auf die höchste Stufe. Also im Vergleich zu anderen Dingen, ne? Aber auch hier, man muss ja nicht übertreiben, ne? Ja, unser Heldengas uralter Zeit, ne? Ist es wirklich ein Sonar, weil er so aussieht, so ähnlich aussieht? Oder ist es irgendwie eine Substufe, ne? Eine Mischung aus Gerudos und ein Sonar oder eine ganz andere Rasse tatsächlich? Ich meine, wir wissen aus Breath of the Wild, dass das Barbaren-Set ja ursprünglich mal die Andeutung war, dass es zu einem Sonar gehörte, zu einem Kriegervolk. Inzwischen wissen wir, dass das mit den Dingen gar nichts zu tun hat. In den Sonar selbst, aber halt trotzdem von einem Kriegerstamm ist, der irgendwie mit dem Sonar in Verbindung gebracht wird. Also theoretisch könnte auch das irgendwie von den Sonar abstammen. Und ich meine, warum nicht, ne? Dass noch gewisse andere Völker von Sonar abgespalten haben, ne? So eine Verbindung aus Sonar und Hylianer. An das Kind von Königin Sonja und König Rauru. Da wissen wir auch nicht, wie das aussieht. Ist es komplett hylianisch? Ist es eine Mischung? Ist es nur ein Sonar? Wir wissen es nicht. Ein Sonar eigentlich kann es nicht sein, weil wir wissen, dass Mineo der letzte war. Insofern, naja. Wer kann das schon beurteilen, ne? Gut, also jetzt haben wir hier das Ding als upgraded auf Stufe 84, ne? Haben wir das richtig gesehen? Das ist schon eine Menge, Freunde. Und Master Schwertstrahlen als Set-Bonus. Okay, es fliegt weiter, aber ich glaube, es ist einfach die Stärke, ne? Oh, 84, ne? Wenn er jetzt irgendwie 20, 40, 72, ne? Also das Heldengeist-Ding ist das stärkste Set im ganzen Spiel, wenn es voll upgradet. Krass. Also vielleicht gibt es noch andere, die noch stärker sind, das kann natürlich auch trotzdem sein. Okay, Untergrund. Da wollte ich noch eben gucken, wie bereits erwähnt. Treibsand erschwert das Vorankommen zu Fuß. Zur besseren Fortbewegung in den betroffenen Gebieten bietet sich der Einsatz von Gerüsten oder Fahrzeugen an. Vielen Dank, liebe Spiel, für diesen Tipp, wenn wir schon fast durch sind mit dem Spiel. Naja, also dann, wir brauchen viele, viele Dinge. Die zum Beispiel 15, ne? Ich kann schon mal 2 wieder dazu. Ich gucke mal, wie viel das schon wieder war. Nimm's auch mal mit, ne? So, wo sind noch weitere Minen? Ich brauche eigentlich Minen, die ich irgendwie auftreiben kann. Natürlich frage ich mich direkt auch noch, sollen wir vielleicht Koga doch noch machen, bevor ich jetzt das hier abschließe, weil bei Koga zu muss ja auch noch eine Mine sein, ne? Können dort eigentlich noch ein paar Dinge abholen. So in der Theorie. Also war hier. Was wir auch nie gemacht haben, ne? Fällt mir gerade auf, sind die Bosse. Im Untergrund, die nochmal aufgetaucht sind. Könnte man sich einer mal durch den Kopf gehen lassen, ne? Ja, markiert, das reicht noch hinten und vorne nicht alles, was ich da gesammelt habe. Alter Schwede. Gefarmt hat, da muss ich nochmal hin, ey. Gut, Eldi will ich jetzt ungern hin, da ist ein bisschen heiß. Ja, die Ranelmini ist doof zu erreichen, ne? Du musst irgendwie dann zu Fuß rüber. Ja, so gut. Dann hier, die Athenomine, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da easy rankam. Ja gut, ich meine, wir haben noch ein paar Folgen vor uns, ne, bis das Spiel abgeschlossen ist. Das heißt, ich muss nicht unbedingt jetzt schon die ganze Batterieleiste abgeschlossen haben.
So, die Mini ist auch relativ einfach zu kriegen. Noch dazu, ne? Also wir haben beinahe bei 900, also beinahe 3 volle Dinge nochmal dazu, ne? So viel fehlt eigentlich nicht mehr. Die Agriko-Mine, die können wir noch ganz kurz machen. Ich hoffe, wir kommen da easy peasy hin. Und dann würde ich sagen, ja, noch schnell umwandeln, die Batterie. Und dann gehen wir zur Koga, komm. Und das noch auf die Hinne. Auf die Schnelle, immer heller. Also war die Mine, okay. Aber ich bleib dabei, Leute. Ich hätte gerne noch ein Zelda-Spiel, wo wir die Geschichte von dem Typen hier aus dem Heldengeist zu aller Zeit noch erfahren würden. Da spreche ich auch ein bisschen mehr, was die Nachkommen der Sona betrifft und so. Und eben wie es damals für sie war mit den Shikas, die ja dann angefangen haben, eben diese Technologie zu erschaffen, also die Shika-Technologie. Die Shika-Steine mit ihren eigenen Schreinen, mit Titanen und Wächtern und so. Natürlich auch mit der Verbannung der Shika, ne, durch den damaligen König. Weil wir kennen die Geschichte zwar schon, aber ich glaube, man könnte trotzdem noch ein geiles Spiel daraus entwickeln. So, dann hätten wir das auch. Dann ganz kurz an die Oberfläche zurück und ich mache das hier direkt. Bei dem Typen ist aufgepasst, wenn ich hier hingehe. Also warte mal, dann geht's nicht, ne? Weil wenn ich hier hingehe, könnte es passieren, dass ich Probleme kriege. Und der die Hauptstory wieder triggere. Dann die Sequenz ausgelöst sind, das will ich mal bis zum Schluss hier aufsparen. Das heißt, logischerweise, werden wir noch im Himmel oben, ne? Eine. Batteriestation gab es nicht so viele, tatsächlich. Im Himmel ist sowieso keine schlechte Idee, da wieder, davon auszugehen, weil ich muss eh noch gucken, wo der Zugang zu Koga ist, ne? Weil das beim Orni irgendwo ein Zugang zum Untergrund sein soll, ist mir eigentlich nicht aufgefallen, ne? So, da ist auch schon. Guten Tag, liebes Dienerkonstrukt. Wie geht's denn so? Die ist eine Batteriemaschine. Wenn ich Zusatzbatterien machen soll, ja, mach schon. Soll 900 einsetzen und neuen Zusatzbatterien herzustellen. Ja, bitte. Das heißt, wir brauchen nur noch 600 insgesamt nachher. Das heißt, nochmal da mit großen Sonardingern farmen gehen reicht das, ne? Weil ich weiß jetzt, dass ich für 15 Stück kriege ich 100. Also 15 große Sona-Kristalle kriege ich Sonanium, besser gesagt, kriege ich 100 Energiekristalle. Bitte kehre bald zurück. Das machen wir, Dankeschön. So. Hierhin muss ich also, das heißt... Mach ich nicht, ne? Ich stürze mich direkt von hier runter. Passt schon. Zurück zur Himmelsache. Ach ja. Erholung von Schaden durch Miasma. Extreme Kälte, davon gehe ich aus. Ne? Wir sind ja hier oben auf, irgendwie auf 10.000 Meter über Meer oder so. Oh. Wo war schon das Sona-Dorf? So weit weg bin ich gar nicht mehr.
Ah, da, jetzt sehe ich es, okay. Die Position ja eigentlich doch ein bisschen falsch, ne, wenn wir ehrlich sind. Interessant. Link friert. Naja, es ist Hochsommer, ne? Warum sollte Link nicht frieren? Zumindest IRL. Insofern, die Ausdauer müssen reichen, ne? Halte durch! Heldengeist aus uralter Zeit, wir sind gleich da. So, zurück bei den Orni. Sehr gut, sehr gut. Die Ausdauer reicht da nicht ganz. Und Link friert immer noch. Was soll er mit dem Typen los machen, ey? Leider ist nicht allzu weit, aber ich habe noch ein bisschen was. Kälteschutz, ja. Ob der Sensor triggert. Ja, was auch denn da unten? Hallo? Hä? Der Erkundungstrupp oder was? Abgrund aufzusuchen, ich habe sogar gefunden. Einen richtigen Abgrund. Was? Siehst du direkt unter uns? Ja, das ist tatsächlich der Untergrund, vor allem der ominöse. Ja, dann mag die Jungen sparen können. Auf dem Feuer folgen. Klaus dürfte gleich ein bisschen dunkel werden, ne? Weil, ja, die war natürlich woanders. Wobei geht noch von der Helligkeit her. Freunde, das hier ist die zweitletzte Wurzel für uns. Die letzte ist ja eigentlich unter Schloss Hyrule, sprich in der Nähe von Ganondorf. Perfekt. Nun denn, nun denn, nun denn. Mal schauen, was wir hier noch so haben. Vielleicht gibt es ja noch extra viel Sonanium und so. Könnte ja sein. Die verlassene Hebramine. Ja, unser lieber Freund ist auch da vorne. Ja, mal testen, was so die Kombination so ausmacht, ne?
Auch mit diesem Rüstungsset jetzt hier, mit dem alten Heldengeist und so, weil der auch ein bisschen mehr vertragen sollte und so, ne? Und hier ist der Koga, der direkt eintrifft. Also vielleicht, dort sitzt er ja, und wartet auf uns. Das sind einfach mal platt machen. Gut, das geht noch nicht, das ist klar. Soll er den schon mal aktivieren? Da kommt ein bisschen was. Ich mach's episch, komm. Mr. Koga. Ich habe auf dich gewartet. Es ist vollbracht. Wir haben genug Sonar Energiekristalle. Cool. Gib doch ein paar ab. Mir fehlen noch ein paar. Also nun. Unsere ultimative Waffe. Das Geschenk für den Dämonenkönig. Frisch reaktiviert. So kann der schweben. Ein denkwürdiger Tag. Er wird als Tag der Reaktivierung der ultimativen Waffe in die Geschichte eingehen. Und als Tag, in dem das Ende der Welt begann. Das unbesiegbare Sonar-Konstrukt. Wo war denn das denn her? Den tiefsten Tiefen unter Schloss Hyrule, wo der Dämonenkönig sein soll. Dort, wo das Ende beginnt. Zu Schloss Hyrules Untergrund. Och nö, schon wieder. Es ist ein Ende gekommen. Ich mach's aber ohne Minero, ne? Warte mal, ich könnte zwar sich gerade ihn mitnehmen. Also könnte ich vermutlich alle aktivieren, ne? Aber ich mach's ohne, komm. So, jetzt aber. Soll ich schon jetzt machen, weil nachher ist der Koga weg, also insofern. Oh. Okay. Das Minero braucht kann man nicht vorstellen, weil das wäre jetzt ein bisschen sehr schräg. Genau. Es muss ja ohne Minero gehen. Aber ohne Minero, dann mache ich das anders. Komm, das... So geht es echt nicht, ne? Ich muss Shield blocken. Was jetzt? Wieder mal cheaten, Koga, ne? Nur ein Viertel Herz bloß. Ist das lame, Junge. Angreifen bringt ja nichts. Hä? Der fliegt trotzdem raus. Was hat denn das gebracht jetzt? Oh nein, meine Waffe. Nie gedacht, dass ihr Ende so aussehen würde. Das war gemein. Was soll ich Ihnen jetzt anbieten? Jetzt zum Aus der Haut fahren.
Mach doch das, fahr doch aus der Haut. Show me your face, Koga. Und jetzt sagt ihr meins. Zitterst du schon? Die super einzigartige, mega explosive Koga-Rakete? Was zum? Feigling, damit kommst du nicht davon. Ich hab gar nichts gemacht. Bis zur Unendlichkeit noch viel weiter. Ist das wieder bei den Onis oder was? Schräger Typ. Oh Meister, ich will sogleich an deiner Seite sein. Bitte geduld dich einen Augenblick. Ja, ich hab Zeit. Dafür danke ich dir. Ich habe den Kampf näher gesehen. Also ist für mich klar. So es ihm ergangen ist, wird er sich im weiteren verlassenen Bergwerk Stollen gewiss nicht mehr blicken lassen. Solltest du nach Stollen wie diesem suchen, hätte ich einen Rat für dich. Suche stets dort, wo sich auf der Oberfläche markante Orte wie Dörfer und Siedlungen befinden. So kurios es auch klingt, es scheinen endliche Verbindungen zwischen Oberflächen und Untergrund zu bestehen. Wenn dich so etwas auch interessiert, Meister, sollst du meinen Rat befolgen. Auch bevor du auf deine Reise aufbrichst. Mein Nachgenosse da drüben arbeitet am Bauplan Steinplatten. Ich möchte gerne eine vermachen. Danke, danke. Wir sind jetzt hier mit am Plan gescheitert. Das ist noch im Ungeklärt. Allerdings wusstest du, dass der Mondkönig tief unter Schloss halber seine Unwesenheit. Ja, ist halt so, je nachdem halt, welche Storys du verfolgst, ne? Man kann natürlich auch sagen, man macht nur die Episoden. Man macht gar nicht irgendwie die Dörfer mit den Schreinen und so, oder mit den Tempeln. Jetzt natürlich gar keine Chance zu erfahren, ne? So. Sehr gut, sehr gut. Damit haben wir eigentlich ein bisschen gerechnet, dass sowas kommt. Wir sitzen hier aus. Können wir hier hoch? Oh, komm schon. Soll ich einen langen Weg gehen oder was? Ach ja, ja, ja. Das hat garantiert irgendetwas. Ah, wir gehen jetzt in Greifhaken, Freunde. Oh. Wobei. Könnt ihr auch anders versuchen, ne? Aber erstmal, nochmal hier gucken. Was? Ein Lied. Der Eifer der Jäger brennt weiterhin gleich. Der blaue Kristall, der ist hier unser Ziel. Gemeinsam ist uns kein Drangsal zu viel. Die ultimative Waffe. Jäger, Jäger. Koga, Koga. Ruhm, Koga. Wiederholung. Okay. Ruhm, Koga. Der ist tot oder verschwunden oder was auch immer. Ah, scheiße. Tja. Soll es geben, wa? Also, warte mal, der hat noch ein Geschenk für uns, genau. Sprich zur Hand. Autorisierung ist cool, Mann. Steinplatten, na du. Noch nicht hast, dann bekommst du mit diesem neuen Exemplar. Raketenabschussrampe. Jo, dankeschön. Wird er zeigen.
Kannst du auch schon was machen oder ist noch zu früh? Und weiter. Einen Moment bitte. Da zur Verfügung stellen, Meister. So, und dafür ist es noch ein bisschen zu früh tatsächlich. Weil, ja, dafür muss ich erst noch einen großen Nanium farmen, ne? Dann können wir das gerne machen. Oh, aber wo? Großen Nanium. Erstmal ein kleines, aber okay. Cool. Wow. Oh, okay, da hat er gerade Fall runter, ey. Da wäre es gewesen. 20 normale. Okay. Also ich meine, theoretisch haben wir fast 200, das heißt 400 würden uns noch fehlen. 415 wären 60, ne? Also insofern wurde wohl noch 60 große Nanium, noch ein paar zerquetschte. Das ist so 64 oder so und dann hätten wir es eigentlich. Nicht schlecht, Freunde, war nicht schlecht. So. Ich stehe schon da auf der Uhr, es sind wieder 32 Minuten, hat mal lange gedauert, aber okay. Ist es ist. Wir können ja mal noch kurz nach oben gehen. Das ist mit Koga so eine Sache, weil ich frage mich jetzt, angenommen, wir hätten jetzt ein Foto verpasst, bekämen wir noch mal eine Chance, Koga zu fotografieren? Also ist jetzt irgendwie im Giga-Hauptquartier wieder, oder was? Dann haben wir jetzt gar keine Chance mehr und Koga ist weg. Wäre schon ein bisschen bitter, ne? Aber könnte man durchaus vorstellen, dass es so ist. So, dann sage ich doch mal zum Abschluss der Folge nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde mir jetzt hier mal noch das andere Outfit gönnen. Wird nichts mehr unten an. Ja, so, nochmal links wieder zurück. Perfekt. Hat zwar ein bisschen weniger Verteidigung insgesamt jetzt, ne, weil das andere Set ist ein bisschen stärker. Aber hey, shit happens. Jo, Entschuldigung. Oder gar nicht. Dauert auch Ewigkeiten, ne? Und mit dieser wunderschönen Melodie, Freunde, beenden wir für heute die Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Beim nächsten Mal machen wir also die restlichen Sidequests. Ein paar sind es noch, aber ich habe es mal so ein bisschen gruppiert für mich, sodass wir die eigentlich nach Region irgendwie auch abschließen können. Wie auch das mit der Brunnenquest und so, ne? Wenn er sowieso noch ein bisschen dann informieren und so weiter ist, vorab, wo die restlichen Brunnen noch sind. Noch ein bisschen so Nanium fahren bis dahin, wenn wir das auch voll haben und dann schon bald, werden wir uns Ganondorf zum großen Finale stellen, wa? Insofern, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.